Blick op Europa ha vu Straßburg woch herzlich willkommen lief Leider Merci fir no gucken. Et das wie schon Tradition, wie all die Wochen die plenären Wochen fir runn, dat e Staats- oder Regierungschef ha bei Eis op Besuch ass an e bëssen zielelt, wie hi in Zukunft vun Europa gesäit. An dëswoch wäret den griechsche Premier den Alexis Tsipras, den Eis gesot huet, bëssen Dr hingewiesen huet ass der schwieriger Situationun, wie Griechenland die lächt Joren Krise verstanen huet, mat all den Reformen, die se gemacht hunn, mat denen wirklich herden Aschnitter die se erlieft hunn, sinn se lo endlich hunn se fertigprocht fir ënner dem europäesche Rettungsschirm do rauszukommen, fir mobile Face zu stoen. An hin huet eigentlich die Situation relativ dramatisch geschildert, weil se auch dramatisch ass. Der Techt du ass ganz viel gesündigt gin, dass ganz viel verlangt gin vun de Leiit vun der Population. Im Nachhinein se den sech etwer notwendig, méi etwer woch her an het net unbedingt an dem Ausmoos misse sinn. Et as vu vielen Deputéierte vun Eishauserem Dr higewiese gin op die Austeritätspolitik, die do gemerk gin ass. Bon, das Resultat ass Lodo mir ënnerstëtzen natürlich Griechenland, wie et immer geht. Wat ich eigentlich erstaunlich fand hunn am Tsipras signeriert, dat war, dat den Awer bei allen Schwierigkeiten Dr hingewiesen huet, 100%ig pro-europäer zu sinn an och griechisch Bevölkerung handelt sich zu hunn, dat ze pro-europäesch agieren an denken. An dat huet den Chlor demonstreiert an den huet och op Gegebeispiel hingewiesen, dat hecht einer Länder, die och gelitten hunn, an die dann aufgedrift sind an den Nationalismus, an den Populismus, not op Beispiel Italien genannt, wo man eng Regierungskonstellation hunn de Moment, die ganz schwierig ist. Dat hofften, dat dat bei Griechenland bei den nächsten Wahlen net der Fall wert sind. An en huet och plädéiert fir so e Gen Sozialvertrag ze machen. An dat ass Appppes wat man ganz gut gefall huet. Et heecht fir Sozialinvestissementer ze machen, a fir dodurch die Inegalitéiten fir déi auszegleichen. Dat werbessen Tsipras, mir hat den zweeten Staatsregierungschef ha op besucht, dat war den Viktor Orbán, den ungarsche Premier, den eigentlich an enger ganz ärner Funktion war hin hat sich praktisch selber invitéiert. Hier wollt Reet an Antwort stoen mat Eis als Deputéierten, well mir jo am Fong en rapport gemacht hunn fir an d'Rechtsstaatlichkeit an Ungarn fir déi ze analyseieren. Du ass sich an dem Rapport konzentriert ginn op eng ganz paar die Situationen, eng ganz paar die Berichte vun anderen Mënscherechtsorganisationen vum Conseil de l'Europe an se virun. An das klar an deitlich festgestalt gin op hingewiesen eng Entwicklung, die schon 2013 ugefangen huet, wo de Viktor Orbán regelmäßig Gesetzer erläst, Gesetzer mischt, die sogar Verfassungsänderungen mischt, ob schon dat dann immer ein bisschen zurückhält, mehr die eigentlich aber gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen Valöre von Europa verstoßen. Europa hat nicht viele Instrumente, das ist nach Artikel 7 vom Traité von Lissabon, der sieht, dass man dummer da können ihm verschiedene Rechte entziehen, 7 verschiedene Prozeduren, das geht bis als erstens mal Gelder, die ihm nicht gewährt gehen, für Fonds zu speisen. Andererseits kann das gehen bis zu dem Entzug vom Stimmrecht am Conseil. An die Prozedur haben wir heute deklanchiert. Es war eine relativ deutliche Wortposition, die bis zum Schluss noch ziemlich seriert war, weil verschiedene Leute aber gemeint haben, das wäre ein bisschen Nachmesuren. Hier geht es aber eins zurückmachen, hier geht es Erkenntnisweisen und so weiter. Wir sind klar und deutlich auch als CSV-Deputierten, mehr auch als CSV-Partei daheim sind wir der Meinung, auch wenn wir Mam Viktor Orbán ze summen an der Familie vun der EVP sind wir der Meinung, dass das nicht geht. Und das ist so, dass wir als Europaparlament den Artikel 7 deklanchieren. Dasselbe muss aber auch am Conseil, am Rat muss das geschehen. Und das ist dann nur der nächste Schritt, wo geht wen drauf wert. Und dann kann, wie gesagt, die Prozedur lanciert gehen. Die Prozedur lanciert, das heißt auch an Polen ist das der Fall.
Dat sind Länder, die dat mat de Valure vun der Europäische Union wie so genau höllen, die Gewaltentrennung, just Angriffe an Justiz, Gleichberechtigung, Antidiskrimination, et wird vun de Mënschen an se vir hun Freiheter vun Freiheit, Liberté d'Expression, Journalisten, die angesperrt gin an se vir hun Situationen, die man bis lo eigentlich so aus der dritte Welt kennen, die aber an Europa bis lo kein Platz hatten, die fenken ohne Lo a verschiedene Kräse aus Holland fähig zu gehen. Dat geht mat Riesenschritt dafür an. Da muss man wirklich als Europäische Union an mir als Parlament sind oder Vierreiter gewirrscht, muss man dem Riegel vierschieben, dass das wie gesagt nicht weiter kann. Ein dritter Punkt, den ich ganz kurz verlustschwätzen, das ist der Jean-Claude Juncker hat an seiner Funktion als Kommissionspräsident singen aus so no eng lachte Käier den Etat vun der Union sing Reet dort zo vier gedroen eng Reet, wo ich muss so, die mech aner fir sich ganz zufrieden gestalt huet, global gesinn hin huet besonders darauf hingewiesen, dass die Europäische Union, wenn wir wollen, ein Player sind an der Weltpolitik, dann muss man mit enger Stimme schwätzen. Da kann es nicht sein, dass geht für ihn sind kleine Spielerchen, sind kleine politische Spielerchen, möchte an Mengen Tieren allein können, das steuern. Nein, Europa kann nicht etwas steuern, wenn es zusammenhält, wenn die 27, wie gesagt, zusammen auftreten, mit enger Stimme schwätzen. Das hört eine paar Mal annimmt. Solidarität ist immens wichtig. Das hört an ein paar Punkten unter anderem auch an der Frage von der Migration oder an der Asylpolitik. Das heißt, wo man wirklich, da muss Solidarität weisen an, ob die Propositionen, die Kommission am Anfang gemacht hat, an die da leihen, dass Staats- und Regierung schaffen, dass der Conseil da endlich Farbe bekennt und das weiterdreift, unerkannt. Und dann natürlich auch Budget geschnitten wird, all die anderen Domänen angeschnitten. Etwas, was man auch zurückgeblieben ist, das ist Terrorbekämpfung, Terrorismusbekämpfung, wo man alle Guten immer so Police verstärken, Militäreinsatz verstärken, hier und da Grenzschutz verstärken, Interpol, das alles die Instrumente Hummer. Man muss noch mehr am Internet geschafft gehen, das heißt, an jeden plädiert für do angreifen zu können. Das heißt, wo man wirklich sieht, die Sachen, die do op Tapet kommen, dass ihn das kann binnen enger Stunde löschen, dass ihn do in Café gehen, weil ja noch am Anfang das weitergeht an immense Schritt kann richten. Das heißt, das ist ein Punkt, den man zurückgeblieben ist. Ein anderer Punkt, den auch ein bisschen mit enger Stimmschwätzen zu dienen hat, das ist die Einstimmigkeit am Conseil. Das soll abhalten, das soll eine Majorität qualifizieren. Das heißt, wenn 16 Länder hat, die 65% von der Population vertreten, da können die das als Majorität holen. Das wäre dann die Meinung von Europa. Und das ging auf verschiedene Domänen ausgedehnt, gehen für das nicht mehr kann, ein Land oder zwei Länder so ein Prozess, den am Gang ist, dass die den können blockieren und das jahrelang auf dem Domain dann nicht geschieht. Das sind ein paar wichtige Punkte. Es sind dann natürlich noch. Auf den Domänen, wo ich geschafft habe, muss ich so am Sozialbereich hatten zwar gesagt, die Sozialdimension muss gestärkt gehen. Wird nach ein korruptes Sommer von auf den Gipfel von Göteborg hingewiesen, wo die drei Institutionen, der Conseil, Parlament und Kommission, sich schon eins sind, für den Pilier Sozial, die Sozialsäule, für die zu stärken. Das war ganz gut. Aber wenn ob es etwas schafft, dann mengt den immer, müsste mehr nach am Detail nachkommen. An der Hinsicht als den Jean-Claude Juncker, wie gesagt, hat Schwerpunkte für seine Rede eben einfach ernst gehört, auf die groß wichtigen Themen, auch Transport, Mobilität, als man ein bisschen zu kurz kommt. Nur zwar darauf hingewiesen, ob fehlende Infrastrukturen, müsste mehr Investitionen gemerkt werden, das ist alles richtig. Aber wenn wie gesagt, bei einem Domain schafft, dann erwartet sich noch ein bisschen mehr, dass noch auf dem Domain mit tief geht, an Detail geht. Das hat nicht gemacht. Natürlich auch an seiner Rede, auch ihm als Zeit fortgelaufen, wie geht verhängen. Es weiß den nach Stunden zu erzählen, es weiß den nach Themen zu erörtern, bis an den letzten Detail. Aber dafür bleibt meistens keine Zeit und dafür ist meistens, wie gesagt, doch nicht die richtige Platz. Mir insgesamt muss ich so einen ganz zufriedenstellenden Rede, einen pro-europäischen Rede, wie wir das von ihm gewinnt sind.
Ich meine, da lässt hier kein Zweifel abkommen. Er weist doch immer drauf zurück, der Frieden, den wir in Europa haben, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, auch der Wohlstand, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wird darauf hingewiesen, dass der Wurst endlich stabil ist, dass so viele Arbeitsplätze gemacht werden und wir auf dem Stand sind, mehr über dem Stand sind wie am Anfang der Krise. Das sind alles gut Zeichen. Ich meine, das sind ja viele, die so Zweckpessimismus verbreden. Ich meine, das ist gut, wenn dann noch einmal ein optimistische Zeichen gesagt gehen. Und bei den optimistischen Zeichen sind wir im Moment. Die Arbeitslosigkeit geht zurück, die Arbeitslosigkeit geht zurück, überall. Auch wenn die Plätze weiß nach dramatisch ist, da schaffen wir drin. Aber insgesamt denke ich, dass es ein gut vielversprechendes Zeichen ist für die nächsten Wochen am Ende. Die 8 Monate, die noch bleiben, vom Parlament, aber auch von der Kommission. Es war kein Bilan, es war ein zukunftsorientiertes Tritt. Und dementsprechend das auch von den Medien überall kommentiert wird. Auch kommentiert von mir, das Woche von Straßburg, wie gesagt, ich so nicht merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.